Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee. Und zwar mit Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung Episode 2 auf Pelzig. Ja, nachdem das beim letzten Mal so rapide zu Ende gegangen ist, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass es so schnell vorbei ist. Deswegen musste ich die letzte Episode zusammenstückeln und daher sorry für die doppelt Verabschiedung und die doppelt Begrüßung. Aber das konnte ich echt nicht vorausahnen. Ich spiele das ja alles, wie gesagt, blind. Und nachdem das auch relativ verwirrend war mal wieder beim Episode 1, dass unser guter Booker DeWitt sich als noch eine Comstock-Inkarnation noch Rapture flüchtet hat und dort sein Lever geht. Ach du liebe Zeit, hätten sie jetzt auch gestoppt. Jetzt bin ich immer gespannt, ob noch ein Booker existiert oder was jetzt in Episode 2 kommt. Von daher fangen wir doch direkt an. Was bisher geschah, brauchen wir nicht. Wir machen ein neues Spiel. Wir wissen ja noch, was bisher geschah. Mal wieder auf leicht. Nö, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir wissen ja, was passiert ist. Wir haben es ja alles im Arschloch gesehen. Ein sonniger Tag draußen in einem Café. Was könnte es Besseres geben? Ja. Bin ich jetzt mal gespannt. Was uns hier jetzt noch alles so erwartet. Heidewitzka. Aber... Sally? Sally, komm da raus! Genau das. Es fängt direkt wieder bei Sally an. Aber ich persönlich will mal wieder alles etwas leiser und vor allem das Ding hier wieder aus. Das nervt mich, dass das nicht standardmäßig wirklich eingestellt wird. Okay, weiter geht's. Sie gehörte nicht Ihnen, Comstock. Elizabeth, es tut mir so leid. Nein, tut es nicht. Aber gleich tut's dir leid. Genau, so hat Episode 1 aufgehört. Immer noch harter Tobak, wie ich finde. Okay. Jetzt sind wir... Könnte das Paris... Ja, es ist Paris. Allein schon die Musik. Ja? Quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh, nein, das kann ich nicht Je annehmen. vous en prie. J'insiste. Vielen Dank. Okay. Ist er dann endlich in Paris angekommen. Mit lecker Croissant und Woi. Also den Woi trinkt man auf jeden Fall noch leer. Und die Zigarette rauchen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Aha. Naja, ein Pinot Noir ist das. Ja, Pinot Noir kann man einen guten Glühwein draus machen, wenn man die gescheit Gewürzmischung dafür hat. Bonjour, Monsieur Serra. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Okay, wir spielen Elizabeth. Und ich bin anscheinend die Inspiration für den Typ hier. Okay. Comment Ja. ça va, Elisabeth? Ach, mir geht's gut. Der tanzt gerade mit dem Baguette um eine Litfaßsäule rum. Okay, die französische Sitte muss man jetzt auch nicht unbedingt kapieren. Bonjour, Elisabeth. Servus. Bien le bonjour. Okay. Ich glaube, wir sind auch wirklich noch in der... Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Also ich glaube, wir sind auch wirklich in den 1910er Jahren in Comment ça Paris. va, Elisabeth? Ach, mir geht's nach wie vor gut, Jacques. Servus. Da. Journée? Hallo, die kennen anscheinend alle Elisabeth. Sehr gut. Hallo, ist das ihr Traumwelt oder so? Et si tu venais boire un verre avec nous? Sois pas jalouse, ma petite. Claude, halt die Gosch. Also es wirkt irgendwie alles sehr unwahr, Tut mir leid, Cosette. Nächstes Mal, versprochen. weil jeder irgendwie Elizabeth kennt. Bien le bonjour, mademoiselle. Alter. Creepy. Was war denn da noch? Ah, Kanickel. Hihi. Hallo, du Häsel. Ach ja. Ich habe ja selber früher Kaninchen gehabt, als ich noch ein Kind war. Deswegen ist, glaube ich, wirklich Kaninchen-Ensen eine ganz wendige Fleischgerichte, die ich aus Prinzip ablehne. Ich habe bisher noch nie Haas gegessen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haas und Kaninchen habe ich bisher noch nie gegessen. Bien le bonjour, Elisabeth. Hallo. Bonjour, mademoiselle. Wie läuft sie ab? Vendre tous les livres que vous voulez.
Et pour pas cher en plus. Haben Sie auch Zeit der Unschuld von Edith Wharton? Désolé, ma petite. Celui-là n'a pas encore été écrit. Ist etwas laut noch, oder? Die Knödel, Dödel, Dödel. Machen wir mal ein bisschen leiser. Diese Champs-Élysées-Mucke. Aber ich meine, ihr seid doch hier in Paris. Ihr kennt doch bestimmt auch Pelzig, oder? Bien le bonjour, Ich mein- Elisabeth. Ich meine, so weit ist jetzt Rheinland-Pfalz nicht entfernt. Wir liegen Grenze an Grenze. Alter Falter, also es wirkt irgendwie alles etwas unwahr, etwas zu schä, zu traumhaft. Bonjour, Elisabeth. Vor allem, weil das in Rapture aufgehört hat. Hihi, Ketzler. Ich glaube... Ah, schade, ich kann nicht die Münze klauen. 3 Ketzler. Goldig. Ja, ich glaube irgendwie, dass das nicht so wirklich zusammenpasst gerade. Das könnte irgendeine Elizabeth sein, aber irgendwie will das nicht so recht zu dem ekelhaften Ende aus Episode 1 in Rapture passen, finde ich. Okay, hier verstellen uns die ganze Franzose hier den Weg. Rennen können wir nicht. Sonst irgendwas können wir... Huch. Ja, jetzt wird's Disney-artig. Ich warte nur, dass mich irgendwas zurück nach Rapture reißt und dass das nur irgendeine Traumwelt ist oder ihren Traumriss. Ja, das sollte eigentlich jetzt jedem klar sein, dass das nicht der Realität entspricht, was wir hier sehen. Pourquoi pas les deux? Die Gauche? Jean-Jacques? Was haben wir hier noch? Oh, Little Sister. Little Sister. Ich renn gleich mal weg. Oh Gott. Das könnte Sally als Little Sister sein. Vielleicht hätten die uns in ihr ekelhaft die Traumwelt gezerrt. Das könnte es irgendwie erklären. Aber das ist, glaube ich, Sally. Aber mit ihrer Bob und so. Ja, mit Mädchen sprechen. Das wird Sally als Little Sister sein. Sally? Fratson Action. Sally! Komm zurück! Oh, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Und weil das mal wieder die erste Episode, also die erste Folge von einer neuen Episode ist, mache ich das auch heute wieder 30 Minuten lang. Ja, jetzt wird schlagartig duster. Gruseliges Kind mit Ballon. Sally, warte! Komm zurück! Igitt, verzerrt die Stimme, Hotti. Wuppala. Warte! Oh Gott, es brennt. Jetzt wird es allmählich, glaube ich, zu Columbia, was wir hier sehen, ne? Halt, Sally! Komm zurück! Sally, wo willst du hin? Jetzt sind wir gerade in die Irrenallee. Nett. So sieht bestimmt so schön die Straße, sieht bestimmt das schöne Straßenviertel in der Hölle aus. Oh, Lobotomie. Nett. Lobotomie transorbitär. Nett. Reizend. Ja, ich bin kurz so ein bisschen wieder vorbeipullern. Nett. Ganz reizende Risswelt hat sie sich da erschaffen, die Elizabeth. Ganz bezaubernd. Puller-Alarm. Alter Falter. Ja. Halt, halt! Ich will dem Kind nicht hinterher, Ellie. Ganz im Ernst. Ja, du können wir schlecht hier. Hier ist auch Duster. Sie hin? Und zwar richtig Zappeduster. Also. Pennywise hinterher mit dem Ballon. Oh, nee. Oh Gott, das wird immer dusterer. Igitt. Jumpscare Ahoi. Booker de Witt. Es war nicht meine Schuld. Ich hab dir nichts getan. Oh. Elizabeth ist auch gerade wahnsinnig. Meine Schuld. Nett. Mich in Ruhe. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Und wer ist Sally? Ich hätte nicht gehen sollen. Ich hätte dich nicht dort zurücklassen sollen. Oh Gott. Ach du liebe Zeit. Also irgendwie steht Elizabeth mit Sally in Verbindung. Ob das eine Art Inkarnation von ihr ist, kann ich derzeit noch nicht sagen. Ah ja, das ist der Herr Booker. Das ist irgend so ein hässlicher Splicer wahrscheinlich, ne? Und Sally.
Wie stehen wohl die Chancen? Was soll das? Ich mach doch nur ein bisschen Spaß. Ah nee, die sind normal. Das ist hier kein Spiel. Verpass hier eine Kugel. Quäl das arme Ding nicht auch noch. Wir sind doch keine Tiere. Schon gut, schon gut, schon gut. Lassen Sie sie los! Ganz ruhig, Schätzchen. Booker ist schon tot. Deine Sorgen vorüber. Und er hat weiße Haare. Sag ihm, du kannst ihn zurückbringen. Booker. Booker. Sag, Ich kann verstehe sie- nicht. Wie... Sag, ich kann sie nach Rapture zurückbringen. Und der... Sag es ihm. Ich kann sie nach Rapture zurückbringen. Nimm die Knarre runter. Also, was war das eben mit Rapture? Ich kann sie zurückbringen. Nach Rapture. Und wie willst du das anstellen, Schwester? Willst du uns da hochzaubern? Su Chong. Was? Sag ihm Su Chong. Su Chong. Woher kennst du den schlitzäugigen Wunderdoktor? Du bist seine Assistentin. Ich bin seine Assistentin. Nur falls du es noch nicht weißt. Andrew Ryan hat uns versenkt. Wir sind 5000 Faden unterhalb seiner schönen Stadt. Wie willst du Chong uns da hochbringen, hä? Das ist was zwischen mir Das ist was zwischen mir und dem Schlitzauge. und dem Schlitzauge. Aber wenn ich das tue, kommt das Mädchen mit mir. Eine Little Sister ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Die Kleine steht nicht zur Verhandlung. Als ich das letzte Mal da war, haben sie in Rapture dutzendweise Little Sisters gemacht. Ist das So eine Fontaine Geschichte hast du dir da ausgedacht, alias Schwester. Atlas? Naja, mal sehen. Wenn du Oder- gelogen hast, dann killen wir dich hier morgen. Als Das Atlas. hier unten haben wir jede Menge Zeit. Die Stimme kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Ich Falls glaube, dich das ist... erreichen muss. Ich glaube, das ist Wenn du von Chong siehst, sag ihm, Fontaine. der alte Atlas Ja, genau. hat ihn nicht vergessen. Genau, das ist Fontaine als Atlas. Und der tote Booker, der da auf dem Boden lag, der hat auch weiße Haare gehabt. Das spricht dann auch nochmal sehr dafür, dass das wirklich Comstock war. Durch die weiße Haare. Das war wieder einer von den Metastase Comstock. Komm, du musst los. Booker? Ja, da ist er wieder. Im Funkgerät. Du bist nicht Booker. Natürlich nicht. Wo bin ich da nur reingeraten? Ich habe die Kleine nicht verlassen. Ich habe sie nicht entführt. Aber sie gab ein prima Köder ab, oder? Bobbekopf nimmer, aller Es Hopp. musste sein. Wirklich? Ich habe alles gespürt, was jede Version von mir gespürt hat. Oh, oh, oh. Dieses ganze Wissen, Ich habe einen kleinen Finger verloren, aber diese Version von mir hat alles verloren. Es ist doch eine Version von ihr. Comstock, dieser letzte Comstock, dachte, er könne seine Schuld entrinnen, indem er hierher kommt. Du hast ihn eines Besseren belehrt. Aber warum bin ich dann wieder hier? Hä? Ich wüsste nicht, dass ich einen Riss geöffnet hätte, um wieder hierher zu kommen. Und wer bist du? Hä? Ich schätze, das kriegst du noch früh genug heraus. Wahrscheinlich irgendeine Fontaine-Mutation, die sich in unseren Kopf hackt. Verlasse die Spielwarenabteilung. Ja, das AD wissen wir ja mittlerweile auch, dass das für Anna DeWitt steht, für der eigentliche Name von Elizabeth. Und wie gesagt, dieser Comstock zeichnet sich als Booker Comstock dadurch aus, dass er weißhaarig ist. Auch wenn er versucht hat, die Frisur und die Mode etc. pp. Von Booker noch zu äffen, genauso wie das AD für die falsche Hirte, beziehungsweise Anna DeWitt, ist es nach wie vor eine Comstock-Version. Die weiße Haare und die Metastase verroten ihn. Ja, Sally ist jetzt tatsächlich, wie wir erfahren, doch ein Alternativ wie Anna bzw. Elizabeth. Oh, toll, wir können nur Leute wegschubsen. Klasse. Schießen können wir auch nicht. Wunderbar. Vigor-Kräfte haben wir auch nicht. Da bin ich immer gespannt, wie sich Elizabeth hier im Kampf darstellt. Rennen können wir auch nicht. Okay, ein bisschen Aufklärung haben wir. Sorry, wenn ich dann als bei den Filmsequenzen dazwischen laber. Aber ich vergesse sowas dann also wenn dann die Sequenz vorbei ist. Und dann möchte ich sowas immer so schnell wie möglich schon verzählen. Ah, du kannst nicht drüber kraxeln. Okay. Ja, deswegen. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Sally ist doch tatsächlich eine Rapture-Version von Elizabeth. Kein Wunder, dass die dann so mit ihr verbunden war in dem Traum. In diesem Paris-Traum. Ich war in Paris. Ich war glücklich. Jetzt bin ich hier und hab's mit diesem Atlas zu tun, diesem Psychopathen. Ja, Hab ich mir bloß dabei gedacht. Das war genauso wenig Paris, wie ich Booker bin. ja. Und jetzt muss ich diesen Su Chong finden. Dabei weiß ich nicht mal, wer das ist.
Noch nicht, aber du weißt, dass er der Schlüssel ist, oder? Zu was? Das fragst du mich. Elizabeth, ich bin nicht mal hier. Oh je, die wird schön wahnsinnig gerade. Und guter Cheng Chong Chinaman Zu Chong ist ziemlich die Arschgeige, würde ich mal sagen. Von daher, der hat von, wie wir ja auch in Episode 1 erfahren, hat der von Fink die Vigor abgekupfert und Fink hat von Zu Chong die Plasmide abgekupfert. Die haben gegenseitig sich unterstützt bei ihrer Entwicklung von Vigor bzw. Plasmid durch jeweilige Gedankenraub vom anderen und von seinem Produkt. Deswegen Zu Chong, ich bin immer gespannt, wenn der hier in Person vorkommt. Der ist ja gestorben, wie wir, glaube ich, bei Bioshock 1 gehört haben. Bei dem Versuch, Big Daddys an Little Sister zu binden. Ja, an Little Sister zu binden, jetzt immer klar. Und ist dort dabei von einem Big Daddy zerschnitten worden, weil er Little Sister geohrfeigt hat. Und dann hat er den Beschützerinstinkt von dem Big Daddy geweckt und der hat ihn dann zersäbelt, so wie er Booker DeWitt da vorhin zersäbelt hat. Ja, da ist Rapture schon erkennbar. Und hier ist das, wo wir ursprünglich angekommen sind, Department Store. Müsste noch unser Tauchkugel sein. Aber klar, Atlas ist nicht gespliced. Das wissen wir ja auch. Da wir Bioshock Ezio durchgespielt haben und ihr das sicher bei mir geguckt habt, Zwinker, Zwinker, wissen wir ja, dass Frank Fontaine alias Atlas sich nie gespliced hat, bis ganz zum Schluss, am Ende von Bioshock 1, wo er sich dann so volle Wumme vollgepumpt hat mit dem ganzen Plasmid und Adam-Scheiß und dann gegen Jack Ryan gekämpft hat, der Protagonist aus dem ersten Spiel. Wer oder was bist du? Hä? Und woher wusstest du so genau, was ich Atlas sagen muss? Ich möchte dich was fragen. Dich wie du selbst, Elizabeth. Ich fühle mich seltsam und kleiner. Ich kann die Tür nicht sehen oder was dahinter ist. Ich kann die Zukunft nicht sehen, nicht mal irgendwelche Risse. Ups. Oh mein Gott. Bleib mir vom Leib. Booker. Nein, bitte nicht. Ich bin hier gestorben. Dieses Ding hat mich... Bleib mir vom Leib! Aber wie komme ich dann hierher? Wie kann ich in dieser Welt tot sein und doch... Kriegt man Nasenblute? Ja. Mein Finger. Wer oder was bin ich? Ha? Ich versteh's nicht. Na, lecken wir nochmal. Soll das ein Scherz sein? Ach, die Luteces wieder. Lecken wir nochmal. Jetzt eben wie du? Ach ja? Ja. Ich glaube, man kann Dinge ändern. Nur wünscht man sich hinterher oft, man hätte es nicht getan. Du bist Fatalistin. Physikerin. Fatalistin. Das war Newton auch. Vor allem was vom Baumfallen der Äpfel angeht. Sie landen unweigerlich mit einem Flatsch. Sie ließ das Kind im Stich. Soll das heißen, sie ist der Apfel? Es soll heißen, sie ist nicht weit vom Stamm gefallen. Und jetzt möchte sie zurück. Ich muss doch zurück. Ich habe etwas wieder gut zu machen. Dorthin, wo sie kein Recht hat zu sein. Dorthin, wo sie nicht hingehört. Wo ich nicht hingehöre? Was soll das heißen? Sagst du es ihr, Bruderherz, oder soll ich? Weil ich gestorben bin. Es gibt Regeln. Sogar für jemand wie sie. Sie wird vergessen. All die Türen Und das, was dahinter ist? sind ihr nun verschlossen. Sie wird sein wie alle anderen. Sie vergisst, was war. Was ist? Was sein wird. Ich wette, sie wird auch dieses Gespräch vergessen. Oh. Wir sind da. Das heißt, Elizabeth ist jetzt nur noch ein normaler Mensch und wir lecken jetzt noch einen Zahn zu, was kompliziertes Zeug angeht. Elizabeth ist jetzt wohl gestorben und ist dementsprechend, weil sie die Regeln verletzt hat, jetzt kein Übermensch mehr, sondern ein normaler Mensch. Dumm gelaufen. Sie tauschen Allwissenheit und Croissants gegen Tod und Moder. Ich hab Sally im Stich gelassen. Wozu? Um Comstock zu bestrafen? Er hat versucht, ihr zu helfen, sie zu retten und ich... Wenn ich das nicht in Ordnung bringe... Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Aber es existiert ein schmaler Grat zwischen Märtyrern und Narren. Das stimmt allerdings. Oh je, macht's gut, ihr Physiker. Gucken wir nochmal hier rein. Ja, das ist der Rapture-Leuchtturm mal wieder, ne? Kuckucks.
Lutez-Geschwister meinten, wenn ich hierher zurückkomme, kollabiere ich. Du kollabierst. Von einer Quanten-Superposition zu einem einfachen Menschen. Einer Quanten... was? Ich bin jetzt eine andere Booker. Keine Risse, kein kosmisches Wissen. Nur Na, eine klasse. normale junge Frau. Mit kleinem Finger. Na toll. Wenn ich keine Risse öffnen kann, Tja, komme ich nie mehr hier weg, oder? Ich komme nie mehr zurück nach Paris. Und du bist nur, ja was? Ein Sammelsurium aus Bruchstücken meiner Erinnerung, das mir verrät, was die Zukunft bringt? Du wolltest hierher kommen, Elizabeth. Du wusstest, was das heißt. Ich schätze, jetzt hilft nur eines. Vertrau auf dich selbst. Finde Suchong. ja toll, mit Selbstvertrauen und mit ganz viel Selbstvertrauen, mit ganz viel hab mich ganz doll lieb, kriege ich hier leider nichts gebacken. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich, wenn ich jetzt Elizabeth spiele, wenigstens die Risse zustande kriege, mit denen ich agieren kann, statt Vigor. Das kann ja noch lustig werden. Und die Story bahnt sich mal wieder als unnötig kompliziert an. Das ist mal wirklich unnötig kompliziert. Aber es wird wahrscheinlich das Ende von Bioshock Infinite Bilder und somit auch ein Ende zu der ganzen Elizabeth-Story setze. Insofern, ich bin noch relativ offen, aber derzeit erachte ich das Ganze als wirklich unnötig kompliziert mal wieder. Episode 1 war schon teilweise etwas komplizierter, aber es hat noch Sinn ergeben, indem er einfach den letzten Comstock gejagt hat. Hier labern irgendwelche Leute. Wahrscheinlich ist Pleiser. Ich verkaufe einem Mann das Recht, sich als echter Mann nehmen zu dürfen. Also wie gesagt, das in Episode 1 hat noch Sinn gemacht, weil tötet den letzten Comstock. Aber das hier mit Elizabeth? Ich weiß ja nicht. Ich muss wohl diesen Airgrabber benutzen. Okay. Das wird ziemlich knifflig. Ich weiß nicht, ob ich... Ein Schlag auf den Hinterkopf tut's genauso. Und ist eine ganze Ecke leiser. Du hättest es nicht so gemacht. Ich bin nicht Booker. Und du musst nicht alles auf genau die gleiche Art und Weise tun, wie es dein Vater getan hat. Psychologie. Ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich Fontaine ist, mal wieder. Wird ja nicht geduldet. Ups. Komm raus und zeig dich. Jetzt bin ich gerade wirklich auf Glas gelatscht. Na, großartig. Wasser sei besonders laut angeblich und... Noch nicht erledigt. Och nö, da esse ich lieber Salat. Also im Wasser nicht rumlaufen. Da habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt. Ja genau, als Pleiser, da kann man sich mal eine Auszeit gönnen, würde ich sagen. Sieht er mich? Ich sagte seinem Traum, ich wäre allzeit bereit für eine Platte oder einen Auftritt. Der ernährt sich hier nur vom Schwitzwasser. Nett. Oh Mann, das bahnt sich alles als unnötig, kompliziert und übel an. Ich bin immer gespannt, vor allem weil ich nur Schleichangriffe ausführen kann anscheinend. Das ist ja richtig ranzig. Vorschule Ryan der Löwe. Ja, geil. Teppiche dämpfen deine Bewegungsgeräusche. Das finde ich gut. Ich könnte Waff gebrauchen, würde ich mal sagen. Zuvorkommen, aber leise. Kann nicht hören, was nur in deinem Kopf geschieht. Ja, okay, das geschieht wirklich nur in ihrem Kopf. Also leise. Und... Sie mag hübsche Schuhe. Gefallen dir die? Es ist... Tja, Tot. der steht nicht so bald wieder auf. Oh, der Herr Halbgesicht. Ab hier wird es nur noch immer schlimmer. Wie viel schlimmer liegt an dir. Ja, vor allem, weil ich nur Schleichangriffe ausführen kann. Das liebe ich ja so sehr. Ihr wisst alle, dass ich, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dass ich eigentlich eher der volle Wumme Hau drauf Rabattstyp bin. Und nicht so ein Schleichangriff und Heimlichkeitstyp. Sowas hasse ich wie die Pest. Und das stellte zusätzliche Herausforderung dar, so Uxie zu bleiben und alles. Okay, so bewege ich mich normal. Ich bin schon im Schleichmodus. Ach du Scheiße. Wenn sie jung genug in die Hände bekommt, dann kann man sie fürs Leben farben. Herr Widerling, wo sind Sie dann? Henry, holen Sie den Lackers mit dem schwarzen Etikett, den 12 Jahre alten Single-Mord. Besprechen wir das wie Männer. Da hinten ist er. Na, der ist ein bisschen irre hier, der Typ. Henry! Aha. Und tschüss.
tot. Schnappen wir uns ein Lockpick. Gut, der hat einer. Schnarcht der? Oder ist da hinten irgendein Schwein versteckt? Ne, irgendeiner schnarcht einfach nur. Okay, reizend. Also ich kann Lockpicks von Gegner finden und ich kann sie mir ein Automate holen. Wer hat denn hier gezeichnet? Mrs. Turner, Daddys Girlfriend und Mami. Toll. Ganz großartig. Das ist der Fremdgeh-Kindergarten hier, oder was? Ganz liebreizend. Ach du Scheiße. In Luftschacht steigen. Ah, können wir so Little Sister-mäßig hier agieren? Geht's hier auch einfach normal auf? Oder wie schaut's denn hier aus? Oh, ja. Okay, das ist die Turnhalle, wie es aussieht. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Schlinger, aber das sind einfach nur so Reife zum Drahtturner. Leichtathletik. It doesn't matter how you play, it matters how you win. Okay. Es ist uninteressant, wie man spielt, sondern es zählt nur, wie man gewinnt. Na toll. Das sind wohl tolle Sprüche. Ryan the Lion. Oh, der Zigarette im Mund, der Löwe. Okay, finde ich auch ein gutes Vorbild für die Kinder. Da ich mal gezeigt, dass man einfach rauchen soll die ganze Zeit. Ach ja, tolles Vorbild. Dumm. Ich meine, ich rauche ja auch von meinem Leben gern und ich liebe es zu rauchen. Aber ich steht jetzt echt explizit sage, hey, Rauchen ist ganz toll, das musst du unbedingt auch machen. Das ist etwas, was jeder für sich selber rausfinden sollte, ob er das machen will oder nicht. Aber das explizit A-Preise würde ich jetzt echt nicht. So. Dann gehen wir doch mal kurz in den Luftschacht nochmal rein. Und? Aha. Ich hasse es, wenn ich nicht die Rabattkarte ausspielen kann. Okay, da sind wir dann wieder hier. Habe ich mir schon gedacht. Ja, ich mag das nicht, wenn ich heimlich sein muss und nicht die Rabattskarte ausspielen kann und dann wirklich mal richtig arg vorgehen kann. Gutzler haben wir da, ein bisschen Chips, ein Schockriegel, 2 kühle Rapture-Dollar. Und dann gehen wir hier wieder raus. Hopp. Uns bleibt jetzt eh nur noch übrig, da durchzugehen. Ich weiß mir hier noch nicht die Halbstunde vollständig rum. Aber ich würde sagen, es bietet sich einfach klasse an, dass wir hier unseren Cut machen. Oder vielleicht hier in der Schäm-Dich-Ecke, Corner of Shame. Wo dieser Ryan-Löwe ihm auch noch so mies anguckt. Ich werde meine Spielsachen nicht teilen. Alter. Deswegen hat er Strafarbeit gekriegt, weil er seine Spielsache geteilt hat. Das ist natürlich auch mal wieder ein klasse Vorbild. So von wegen gebe und nehme und so. Okay, ja gut. Alles klar, da habe ich hier alles erforscht. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier tatsächlich in der Schäm-Dich-Ecke meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung 2 auf Pelzig, wo es da in Richtung Schnarchecke dann geht. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Und Shame on you, Iron Yankee.